Comedy zu Lützeburg groß machen, das will der Mikes Carvalho. Mit seinen Anekdoten, wie in Australien an einer Nudistenwohnung gelandet ist. Oder Brasilien, seine ein bisschen mehr intime Erfahrungen, hat hier als gut zum Lachen gebracht. Viel Spaß beim Podcast. Dieser Podcast wird euch präsentiert mit der freundlichen Unterstützung von Access von der Spurkäse. Wenn ich was zurückkomme, für 4 Jahre, sagst du? Für 4 Jahre sind ich zurückgekommen und es war witzig, weil ich schon ein Jobinterview gemacht habe. Und sie, ja, ich verstehe nicht, der Lützburg ist nicht so gut, wie du hast den ganzen Schule hier im Land gemacht. Und ich, ja, wir sind 10 Jahre fort. Und sie, okay, das ist okay, wir holen dich, weil los, du wirst der Lützburg wird rumkommen. Und dann ist zurückkommen, wir schon lauter Probleme mit Präpositionen und so Sachen, weißt du. Aber das ist auch easy. Ja. Also. Ich fand immer, ich so immer so am Anfang, so wie du, so die Lützeburger Portugiesen und die Portugiesen, die zu Lützeburg eben groß gesehen, das sind am Anfang so die real Winners, weil sie können nicht mehr eben Feiersprache, sondern einfach noch ein dabei. Ja. Und am Anfang, zum Beispiel auf der Arbeit, ich fand das ist die größte Flex, weil sie sind eben auf Deutsch dabei, auf Lützeburg dabei, auf Französisch dabei, auf Englisch dabei, und noch plus noch und du ja und plus noch auf Spanisch, gell? Ja. Das ist schon cool. Hast du das extra gelernt, oder? Spanisch am Anfang ich war 4 Jahre Brasilien und ich war der Instituteur de Langue. Ich habe Französisch gehen an der Kolumbianer und Spanisch gehen. Und hier wollte Französisch lernen und ich wusste was. Wir können suchen, ich gehe bei dir an der Klasse und du kannst bei mir an der Klasse. Wir haben nicht bezahlt, 3 Jahre Spanisch gelernt, hier 3 Jahre Französisch gelernt und voilà. Mit Portugiesisch und Französisch lehrt die ganz schnell Spanisch Ja, das Leben, ja. Das ist am wohlsten, fühlst du dich auf Französisch oder Portugiesisch? Französisch, Portugiesisch, ja, dann noch Englisch, Spanisch, dann noch Lützburg und Deutsch. Okay. Ich kann Deutsch sprechen, aber oh la la. Wir müssen nie Videos auf Deutsch. Wie? Wir müssen nie Videos auf Deutsch. Nimm Street-Interviews-Video. Ja, Okay. okay, gesehen. Ja. Du wusstest den Pikachu und den Dinger, du weinke kurzen Dingen so Deutsch. Und da muss ich alles gehen. Da muss ich den ganzen Wortschatz einfach. Ja. Geil. Nee, geil. Dein Content ist größtenteils auf Französisch, Lützeburg, Auf Englisch. Englisch. Ja. Englisch. Und den Follower, wo sind die? Hängt davon auf, von einer Plattform. Auf Instagram, das lo mittlerweile ganz viel von Lützburg, mir schon noch ganz viel von Brasilien, weil ich war ja schon ja Stand-up-Comedy in Brasilien angefangen. Und da hatte man, voilà, ich hatte größten Teil von Brasilien gekommen, und lo mehr und mehr von Lützburg an Grande Region. Frankreich, Deutschland auch, Belgien, Portugal. Weil am Anfang all die Followers, die sie nur kommen für Unique Spots. Ja. Und das ist das am Anfang. Ja, das funktioniert gut, geil. Ganz gut. Die Den geil. Unique Spot ist 10.000 Views. Weil das ist krass, weil man dich invitiert tun, habe ich die Videos schon dick oft gesehen, aber ohne zu wissen, dass du es bist. Okay. Hallo, wo ich dann eben gestern so den Video nicht geguckt habe, um ein bisschen zu präparieren, war ich so, wait a second, das bist du, weißt du? Ich habe die Unique Spots Video, die gut kam, aber ich weiß gar nicht, dass du da bist. Okay, ja. Aber jetzt sind da viele, die nicht wissen. Sie meinen, dass ich nicht mehr Comedy. Das freut mich zu hören, aber. Ja. Weil den Ziel ist, die Leute Spots zu weisen, dass du nicht direkt Ja. ist. Ich wollte mehr an der Stand-up-Comedy-Seite bekannt gehen, nicht für Unique Spots. Ja. Mir das freut mich. Ja. Wie gehst du den Leuten einfach für so ein bisschen dich zu präsentieren, so beschreiben, was dein Content ist, oder was du überhaupt musst? Oh, warte, eine Frage. Und wir schon angefangen. Ja, ja. Oh, wie geil, Mann! Immer gut. Oh, genial! Und sie sind über Profi. Jungs! Das ist, Ich hätte gemeint, das war ein Prägespräch, so relax, wir machen das easy, für das wir aufhängen. Geil! das muss man alles cutten. Schade, Brat. Geil, super, okay. Was war die Frage? Wie du den Leuten beschreiben, was so der Content ist, was du überhaupt musst, also wenn sie dich nicht kennen? Okay, mein Content aus ganz viel Unique Spots, das heißt, einzigartigen Plätze hier am Land kennenzulernen, die bis 4 Stunden sind vom Land.
weil schon immer hören, ja, zu Lützburg geht es nichts zu machen, wir keinen Platz, wir müssen an Vakanz gehen, etc. Und seitdem ich all die Videos da gemacht habe, so viele Familien haben mir geschrieben, Mikes, vielmals merci. Ich war an einem Weekend, es war 2 Stunden von Lützburg, mit den Kanner, es war geil. Wir haben nicht viel Suchen, wie seht ihr das, ausgehen. Ja. Und seitdem ich so Feedbacks gut, das ist für mich den, von den Hauptcontent. Den zweiten Hauptcontent ist Stand-up-Comedy. Ich liebe Stand-up-Comedy und wir sind ein kleiner Trupp und ich muss nehmen so, also den Cheyenne, Alex Monteiro, Daniel Moutinho, Vincent Retter, sie machen eine super Arbeit an der Stand-up-Comedy-Szene heute zu Lützburg. Und wir wollen das wirklich raufpushen. Das ist ein grosses Ziel, das wir haben. Das ist für mich der zweite Hauptcontent. Und ich bin ja Psychopädagog. Und ich habe das innerlich. Das heißt, ich mache noch eins da, wenn ich Zeit habe, Präventionsvideos, Sensibilisation und so weiter. Mobbing, soziale Netzwerke, nice. Sexting. Also wie Be Secure schon zusammen geschafft. Ich bin noch Trainer bei Be Secure. Okay. Ich gehe an der Schule und ich mache noch ganz viele Sensibilisation, Réseaux sociaux mit Be Secure. Mittlerweile haben wir ein super Projekt, wenn ich mal haben kann. Das ist wirklich interessant. Wir gehen pur Klassen am Kino, wir gucken einen Film zusammen, den über Challenges schwätzt auf den sozialen Medien. Und wir wissen, dass schon so viele Junker die Leben verloren haben, wenn es Challenges und so weiter. Und dann werden wir darüber debattieren. Ich als Content Creator, Be Secure und Police wird auch dabei sein. Und voilà, ich bin bei am Kino dann? Am Kino? Am Kino, okay, ja. Okay, cool. Ja. Zu den unique Spots, geil. Wie war ist das so wichtig für dich, für die Leute, so Lützeburg zu weisen? Ich liebe den Land wird mich alles gehen. Wäre zum Beispiel nicht der CDS, hätte ich heute keinen Master. True. Merci CDS zum Beispiel, merci Lützeburg. Wäre ich a Portugal geblieben, den Mindestlohn ist vielleicht so groß wie ein PlayStation 5. Wir lachen mit das krass. Ich hatte nicht den Luxusleben, den ich halt tun. Und das nervt mich. Viele Leute, die hier am Land sind und sie sagen, ja, es gibt nichts zu machen, etc. Und ich wollte ihnen weisen, das nicht wahr. Und also kleinen, don't die girl, weißt du? Hey. So mir lo, dass hier nichts gesehen hast. Was sind da die coolsten Sachen, die du bislang gesehen hast, die man machen kann? Ja, welches rekommandieren? So also, 3 Sachen. 3 Sachen. Erstens ein kleiner Ballad beim Château de Tourelbach. Ich fand den schön. Wer ist das? Das Château de Tourelbach, das ist ich meine Großbus an Mertat. Okay. Mertat Großbus. Okay. Den ist immens und das ist ein Perle rar, das ist wie den Château de Disneyland Paris. Und wir haben das hier am Land und die Leute wissen das nicht. Okay. Aber was geil ist, wenn wir Château de Tourelbach auf Google Maps angehen, Google Maps weiß nicht, wo den ist. Ja? Das heißt, bringt uns bis da und dann muss man noch ein bisschen trippeln und wandern, bis wir den finden. Voilà, das ist für mich echt Sache für wenn wir en Couple sind, für zu machen. Zweitens, muss es hier am Land sein oder? Nee. Ja. Okay, dann Geierleierbrücke. Okay. Geierleierbrücke, das ist zu Mörsdorf, Deutschland, an noch vom Dorf Kochem. War schön. Das ist ein Suspended Bridge. Hängebrücke. Hängebrücke. Ja. Muss man mal ein Video ein. Du musst als Video checken, wo du das. Da können wir anblenden. Gerne. Und plus, das Video da hat 600.000 Views. Weil, ja, das ist wirklich an Deutschland gegangen, Frankreich, Belgien etc. Aber wo findest du die Sachen? Wo schreiben Leute? Ja. Am Anfang hatte ich immer so Leute, die gesagt haben, weißt du, da schönen Dorf, zum Beispiel Saarburg, 40 Minuten von euch, auch immens schön, auch wenn ich die Portdatei, das ist immer schön. Und dann habe ich ein Video gemacht, Top 5 schöne Sachen zu Saarburg, only 40 minutes from Luxemburg. Und dann sind Leute gesagt, ja, weißt du, das zu kochen, auch etwas so aus Heidelberg, auch
Brecken und so weiter. Und ich okay. Und ich bin einfach da gegangen und sind, oh, das ist immens. Und dann noch, voilà. Ja, geil. Heute ist das, schreiben die Leute mir, ja. Aber von denen Videos hast du am Anfang nicht, geil, also monetär oder so, da musst du halt viel Fun. Du hast wirklich für Visibilität, für Fun und nachher für die Leute zu sagen, heute zu Lützburg oder nebenbei gehen schöne Sachen. Ja. Aber kennst du das nicht so von, so, wie heißen die, so, Zu Gemengen. nicht mal Gemenge, aber so den Office de Tourisme oder so Lützeburg, Let's Make It Happen, weißt du, Ja, all geil. die Sachen. Können die dich nicht sponsern? Das ist eine gute Idee. Ein gut froh. Froh mal, Weiß ich nicht, was ich weiß. Also schon noch viele Sachen heute von der Stadt gemacht und so weiter. Ja. An den Luxemburg, den LCTO, sie haben oft mein Video als Kollaborator akzeptiert. Aber bon, Weil am Anfang hier Mission Ja. auch so dasselbe wie da, nämlich Lützeburg zu promovieren. mit Sarah sagt, LCTO ist nicht mehr Lützburg Stadt. Okay. Und voilà, Ja. das ist das am Anfang. Ich meine nicht, Ja. dass sie ganz Lützburg machen, LCTO. Ministère Genau. du Tourisme. Ja, du ja. 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 Vielleicht. Kannst du aber- mal aufräumen. aber- Weil ich meine, klein Püpe, so ein bisschen mehr formell. Voilà, ich bin pro für etwas mit dir zusammen zu malen. Okay, Dann kannst du an den Mann schicken. Kannst du einen Clip wählen. Wir machen so Sachen, wir helfen. Ja, das ist cool. Mit Lashka und Podcast mit Marie haben wir Luxley für geschwört, dass sie sollen Marie sponsern. Okay, Das ist ja noch nie etwas Kind mehr. mir das schon. Wir nutzen als Plattform für die Firmen so Leute zu weisen. Merci. Merci. Ja. Aber, okay, das ist, weil das waren eben so rundherum Lützeburg. Und ich habe nämlich auch gesehen, du musst pro Video so wegen Top 5 Disco zum Beispiel zu Lützeburg, so Sachen. Gell? Ja. Was gibst du so zu Lützeburg, die so cool Sachen, nicht forcément Disco, aber einfach generell so Places to be oder to visit. So oder? Aktivitäten mehr. Ja, voilà, genau. Okay, So cool Sachen einfach, fun Sachen. ehrlich gesagt, mir ein paar Sachen, die wirklich cool sind. Erstens aus den Virtual Reality zu Mirsch. Geil. Das ist eine Sache, wo nicht viele Leute kennen. Ich finde zum Beispiel schon mal noch nie da. Was noch nicht? Ey, du musst das nicht Ja. probieren. Du bist in einer Welt. Imagine-toi, du bist in einem 200 Quadratmeter Raum. Du bewegst dich an. Also, das ist genial. Okay. Ehrlich Ja, gesagt, ich das kann ist eine viel super Erfahrung. stellen. Komm mal, danke. Ja, Ça vaut la peine. Ja. Wirklich. ein Video draus machen. Was En hier plus, so- Ja. Sie können auch so kleine Sponsoring machen, wo dir Tickets verschenkt und alles. Sie sind wirklich open. Sie sind 4 junge Leute. Okay, geil. Cool. Einer, die auch ganz open-minded sind, aus den Crocus Quest an der Hollerischer mit den Escape Games. Am Juden das hier am Land, am Juden Casa de Papel Escape Game, Harry Potter, Geil. Mary Jane, das mir Horror ab 16. Das ist auch, fand ich ganz cool hier am Land. Ja. Was haben wir noch? Von Aktivitäten. Das ist so, was in meinem Kopf Ja, so okay, direkt fair kommt. enough. Ja, ja. Sind die zwei Sachen Geil. drin. Ja. Ja, nice. Was sind Raps? Die typische Sache. Lasergame geht noch. Ja. Ja. Aber da war jeder schon. Ja, ja, ja. Bei mir da schon so gleich, das aber noch bald mit direkt, weißt du, so die Karting-Ding. Ah, ja. Die ganze, anscheinend sind da viele verschiedene Sachen, eben noch Lasergame, Karting, so. Geht auch ein zu Träger, wo sie so Mario Mario Kart. Mario Kart, ja. Ja. Ja, mal, voilà, neben Lützburg so haben wir coole Sachen, zum Beispiel zu Metz haben wir einen Raum mit ganz vielen Objekten. Du hast einen Battle Baseball Ah, und du geil. musst alles Footy machen. Ja, warum war Das das ist genial zum Beispiel. Fong, das muss man noch zu Lützburg machen. Das kann auch sicher gut Oh. gehen. Sur. Wir Ja. schaffen Haus, schaffen Handel an ein Store. Das Ja, ist genial. Geil. Das ist so, wie wir letzte Woche sind halt. Ja, schaffen Haus. Stell dir vor, wir sind noch von den Ländern, die 40 Stunden die Woche schaffen. Ja. Viele Länder sind schon niedrig. Aber ich bin aber froh, weil auch finanziell sind wir auch Top-Niveau. Ja. Das heißt, wir müssen schaffen, für Top-Niveau Ja. zu sein. Wo warst du dann an den 10 Jahren, wo du nicht zu Lützburg warst? So mal, wo sie wohl warst. Also schon dann an Breslau angefangen. Da habe ich meinen Bachelor gemacht von Educateur spécialisé. Da noch war ich in Australien ein ganzes Jahr. Geil. Und da habe ich Couchsurfing gemacht. Schon eine Anekdote, ich muss sie euch die erzählen, weil ich schon die übergeben.
ich hatte keinen Sohn, also doch, ich hatte paar Sohn vom CDS, mir nicht genug für in Australien zu sehen. Und ich habe dann Couchsurfing gemacht. Das war eine Person, die Sofa lehnt, gratis. Und da war eine Person, normalerweise sie gehen da 2, 3 Nächten und das waren. Mir hier seht, wisst ihr was, ich gehe da 7 Nächten. Cool, okay, Jackpot. Ihr seht, ich komme auch am Flughafen durchsehen. Okay. Wie kennst du die Leute? Ist einfach. Das ist eine Plattform. Ah, okay. Couchsurfing. Das ist wie Airbnb, aber voilà, das ist Couchsurfing. Okay. Hier bringt mich bei ihm dahin. Hier holt seinen Mantel raus, und hier war plackig. Nein. Oh no. Und dann noch, No. ich war so, was lebt? Wie alt war der Monsieur? Ach, da fofft schon ungefähr. Okay. Können wir auch das Video heute abblenden? Schon vielleicht noch ein Foto, ich muss an den Archive gehen. An den Archiven von der Jappes noch. Ich schon so, was lebt? Und ihr guckt meine Reaktion und ihr fragt, was lebt? Und ich schon, ja, du machst plackig. Und ihr, nee, ich schon vergiss dir zu sagen. Das heißt dann als ein Nudism Apartment. Und ich, oh Freck, okay. No. Ich war direkt an meiner Kummer, geschlafen und ich, bon, kein Sohn, ich bin 2000 Kilometer weiter weg von Lützeburg, ich bin Schüler, let's go. Ich gehe plackig raus, ich sehe hier an der Küche mit dem Tablier de Cuisine und gehe in den zu machen, lalalala, und ich weiß, ich war plackig und ich war lieb. Und ich sage, ey, sitz dich, wenn ich liegt. Ich sitze und dann gesehen ich ein homosexuell Koppel für immer. Sie waren ein zu schlafen und mein Jahr ist. Und ich, okay, 1, 2, 1, 2, und ich merke, wo sind ich lo? Dann sitzt ich und ich gucke, und dann habe ich mal eine Frage gestellt. Wie viel Sisien haben den Stuhl hier gepackt, wie mehr Sisi an dem Moment? Ah, fuck. Und dann haben sie gemerkt, dass ich also nicht homosexuell war und war einfach eine super Woche, muss ich sagen. Weißt du, das 50 Grad, du hast eine Libertät, das ist eine super Erfahrung, muss ich sagen. Hallo, was so nudist? Hi, das ist schwer mit -5, aber 1 noch, ja. So viel, du hast schon eine Vakanz gebucht für diesen Sommer. Man, nee, noch nicht. Ich hatte das letzte Jahr eine schlechte Erfahrung gemacht. Ich war ja kurz vor meiner Vakanz krank gehen und ich alles müssen annullieren und ich bin einfach auf meine Kaste sitzen geblieben. Ja, aber du weißt, dass es dafür Assurance gibt. Von was schwätzt du? Aber weißt du das dann nicht? Bei deiner Visa-Premiere von der Spurcase hast du die Assurance immer dran. Ja, mir für so ein Katzkräbe soll ich mal bestimmt da aus dem Kopf. Man, nee, gut nicht. Die kriegst du gratis bei deinem Access-Package mal dran. Du musst dich nicht mehr informieren Site für die genauen Konditionen. Oh, hätte ich das gewusst, da kann ich nur direkt hin wegen Vakanzbuche gehen. Philipp, du weißt ja, dass ich mir gleich ein Appartement kaufen. Ja, ich wollte effektiv nach froh, wie sie das mit der Assurance da gemacht hast. Das ist effektiv ein ganz gut froh, weil ich habe verschiedene Assurances mal nicht verglichen. À mon avis, hat AXA die perfekte Solution. Bei hinten Site kannst du nämlich direkt deinen Tarif simulieren. Ah, das klingt ja perfekt. Und wie gesagt, das da konkret aus? Du gehst einfach auf devis.axa.lu, du gibst deine Informationen an und dann an ein paar Klicks kriegst du direkt eben die Simulation von deinem Tarif. Und das Ganze ist mega einfach, geht mega schnell, alles ist inklusive. Du gebe ich dir rekommandieren, einfach es selber auszuprobieren, indem du auf den Link an der Beschreibung klickst. Ich wusste gar nicht, dass das geht, so Wohnungen. Ich will ja. nie hören. Ja. Was hast du gemacht? Wärst du auch geblieben? Ich meine, ich wäre gegangen, aber... Aber da war, also als Sänger spezifischer Fall, wo du effektiv Student bist, du hast nicht viel suchen, du bist so 2000 Kilometer fort von da hin. Und du bist nicht an Indonesien, wo 5 Euro, Ja. selbst für 5 Euro Ja, von Australien ist. So, da ja Willitzburg. Ich konnte den Kummer aber zusperren. Ja, ich war. Das ist alles- secure, ja. Ja. Okay. Ja, Das, du wärst gegangen? Ich meine, die echt nicht. Wir müssen euch, wir sind 21. Ja. Kein Sohn. Ja. Wir kennen gar nicht. Ja. 10.000 Kilometer weiter weg. Die Familie wird nicht den Handy hören, weil das heute zu Lützburg ist, 5 Uhr morgens oder 4 Uhr morgens. Ja. Ob man es die echt nicht, ich meine 80% von der Leute geben so ein, ich schlafe, ob man es teilt. Das sind nicht mehr Das ist doch nur was normal, die nächste ist. So, das, Das ist ganz normal. Das ist Okay. normal. Wir am Anfang, das ist eine Kultur, die ganz, ganz groß ist an Australien, Okay. an Brasilien,
Indonesien, all die Länder, wo 40 Grad, 50 bis 50 Grad sind, Afrika, sie gewinnen am Fond, plagisch zu sein. Ja. Ja. Ja, vielleicht wenn es weh so ein bisschen, ja, kannst du dich schon vorstellen, okay. Ja. Und sie überrascht was. Ja. Und das war kein Megan Fox, noch, gell? Das war ein autofokussierische. Und plus, ja, voilà. Plus so autofokussierische Männer. Oh mein Gott. Scheiße. Und danach hast du War gut keine Frauen da? gegangen in Australien. Nee. Also in Australien ja, aber nicht am Appartement. Oh, shit. Und danach deine Experiences mit Couchsurfing, weil der aber okay, normal. Nicht wirklich am Anfang. Also, weißt du, an Australien, ich hatte so Angst, wenn ich wusste, dass es ein Nudism Apartment wäre, dass der PD an meiner Kummer war, weil ich war schon an einem Zustand, alles kann geschehen. Du noch habe ich nachher geschrieben für Darwin. Und die Person so tatsächlich, ich gehe da 7 Nächte. Und ich, nee. Das ist ein Code. Ja, Das gell? ist gut, schön. Is it a nudism apartment? Nee. Okay, cool. Dann ist es ein richtiger Jackpot. Ich komme da ran. Und das ist ein Cultural Exchange. Das heißt, sie gehen da den Sofa gratis und wir kochen für ihnen und so weiter. Ich meine dann den Tier von der Küche noch und so weiter. Und ich gesehen ganz viel Kakerlaken. Wie sieht den Spider? Spannen, die Fourmi und so weiter. Und ich, nee. Ich so in dem Host, ja, du siehst ganz viel Spannen, Kakerlaken und so weiter. Und ihr seht, wir sind nicht bei mir, wir sind bei den Insekten. Das ist das Haus von den Insekten. Sie waren hier 4 Eis an dieser Welt. Auf dieser Welt. Und ich, oh Merde, okay. Und dann musste ich schlafen. Und ich gesehen da oben, und ich gesehen lauter Spannen. Und ich bin ein bisschen arachnophob. Ja, fair. Und ich habe dann plus einen Artikel gelesen, dass wir an unserem Leben, wir essen 7 Spannen beim Schlafen. Für mich die 7. Das ist dann eigentlich nicht. Und das Schöne ist etwas, an dem Moment, ich hatte lieber wirklich Geil. den Sisi vom PDD zu holen, wie die Spannen. Geil. Ja. Oh, fuck. Ja, Das war eine andere Plus, in Experience. Australien sind sie giftig und nachher so. Ja. Er war nicht so groß, spannend noch plus. Nee, Oder sind die am normal wie heute? Das ist, was Müllers, die groß, die sind nicht gefährlich. Es sind die ganz, ganz klein, die Redback. Die sind wirklich klein, sie sind gefährlich am Anfang. Okay. Aber bei ihnen war noch mal Lützeburg spannend, so, wenn wir gewinnt sind. Und du, lieber P. Diddy oder spannend? Oh, das ist ein guter Frage. Das ist ein Titel vom Episode. P. Diddy oder? Fang, wenn du so safe an deiner Kummer warst, wie ich schon von Lever oder P. Diddy. Ja, ich meine noch. Ja. Weil spannend ist so, ein Kakerlaken. Wenn du wirklich Und die zusperren so, kannst. ja, wenn du zugesperren kannst. Und plus, die Kakerlaken sind so groß, gell? Boah, Und sie ja, fliegen da hinten. Ich wusste Slayen? Ja. Okay. Ein Kerl hatte einen Kakerlak, ich hatte so Blätter. Ich wollte Kakerlak raus machen von der Kummer. Und sie fingen so nämlich Wow, fuck. Das ist krass. Crazy. Ja, ich Tisch meine, Bresel, dann Australien. Ja. Und dann? Und dann noch, ich wollte nicht alle zurückkommen und ich wollte auch nicht studieren. Ich habe dann als Animateur soziokulturell auf Frankreich geschafft, mehr Paris am Süden. Und dann habe ich mir gesagt, weißt du was, Uni ist geil. Ich mache nur einen Master, da bin ich nach Lissabon gegangen. Und dann habe ich meinen Stage in Brasilien gemacht. Und da bin ich 4 Jahre und 6 Monate geblieben. Übergeil. Wo war das Geistland? Ja, Ich bin zwischen Australien und Brasilien. Wann nicht Brasilien. ja. Brasilien. Ja, war. Leute, Kommission Frauen sind viel mehr open-minded, wie was ich in der Welt gesehen habe. Und ich finde das wirklich interessant. Pizza grinst. Da hatte ich auch Irgendeine ganz viel, Anekdote von Brasilien. da hatte ich auch ganz viele Nudism-Erfahrungen. Ich weiß nicht, wiefern können wir hier schwätzen. Alles. Alles. Oh, hab ich das ist ganz froh. Okay, bon, ich höre hier eine Anekdote, die mehr negativ ist. Okay. Nach mir negativ. Wie die anderen.
Das ist so. Für mich Brasilien, alte Frauen waren, hatte ganz viele Erfahrungen. Und ich hatte mal den geschwart, so, und schon, komm, ich gehe ankommen. Und plus war mit von São Paulo, good location, etc. Wir gehen rauf. Und ich schwenke halt einen Kuss zu gehen. Ja. Und du sieht hat, nee, pardon, ich gehe innen. Und ich kusse halt innen. Ja. Komm, wir sind das so. Und er sagt, warte. Und ich, was lief? Kannst du eine Musik machen? Und ich, okay. Und schon, welche Musik willst du? Und weißt du, wir waren voll dran. Hat gesagt, Maluma Baby. Und ich, okay, Maluma Baby, wir sind plakisch alle zwei, ich bin bereit für alles zu machen, wow, Maluma Baby. Und du noch gehen nach Kuss etc. Und du noch, ich gesehen hat, fängt du de Tremblay, hatte den Orgasmus etc. Und hat geht sich auf der Seite. Was lebt? Und hat, ist das cool? Und ich, was ist cool? Wenn wir einen Orgasmus kriegen und ihr kriegt keinen Orgasmus. Ich, was lebt? Oh nee. Nicht, du hast das Problem mit der Vergangenheit, mit den anderen, weißt du? Und hat gefragt, willst du einen Orgasmus? Weißt du, ich bin so, willst du einen Orgasmus? Was für ein Froh ist das? Und ich, ja, hat sich auf der Seite und ich möchte so. Aber dann, komm, du kannst machen, was du willst. Oh, ich habe nichts von meinem Leben verstanden. Ich bin einfach auf der Seite gegangen, einfach geschlafen, dann dachte ich, und ich habe noch Frühstück gemacht. Und sie sagt, merci, Eddie. Das war ganz What the fuck? Ich nicht verstanden. Voilà. Ich war, war ich da, wie sieht denn das? Ja, voilà. Ich schon einfach an der Post geschafft. Englisch, voilà. Relax. Das war eine Erfahrung, eine coole Erfahrung. Der Tisch, du hast am Anfang auch können noch weitermachen, just mit, weil der Mut war fort. Naja, weißt du, wann nicht mehr von einer Seite kommt, Ja, dann ja, nicht ja. von der anderen. Ja. Ja. Also das war die Erfahrung aber gut. Boah, ich hatte noch eine andere, die auch so komisch war. Also, ich hatte ein Mädchen, die wirklich schön war. Schön. Und am Anfang, ich hatte Rendezvous mit einem Mädchen auf Tinder. Und was hat gesagt, dass mein Geburtstag kommt. Und ich schon hat schön fand, aber da waren noch ganz lauter andere Mädchen. Und dann hat sie gesagt, wisst ihr was, ich bin Lesb. Und ich hat da geschrieben, mir war hot und bis geschrieben und hat ich schon lauter Mädchen wie lang. Ich schon dich einfach brüht für dass du eine gute Zeit mit den anderen Mädchen verbringst. Hey, du warst bei ihm daheim? Nee, es war Geburtstag in einem Restaurant. Okay. Und dann haben wir noch gefeiert und so weiter. Und ich okay, dann habe ich geschwärzt, ich hatte ein gutes Vibe mit den anderen Mädchen. Und wir waren dann noch feiern, wir gehen noch daheim am selbsten Appartement, wo das geschieht aus Mariana. Und hat fängt dann, wir kussen uns etc. und hat fängt dann zu kreischen. Und ich was lebt. Und du, ich war noch nie mit so etwas konfrontiert. Hat sieht man, ich gouf schon violéiert etc. Und wenn du das kriegst, du bist an einem Mut und das. Und ich, 5 Uhr morgens, ich mache einen Last-Minute-Zop, ich gehe hier meinen Zop Ja, okay, und ich fange nun. Ja, nee, das kann ich nicht spielen, weißt du. Absolut. Und ich fange nun zu, ich war. Du bist Psychologe, oder? Ja, ich bin Psycholog. Gejös und hat geschwart, während alle, wir haben 2 Stunden geschwart, hat das alles exteriorisiert. Und dann habe ich ihm gesagt, ey, ich bin Eva mit, komm ich schlafen, wir haben geschlafen. Und dann hat den Tag drauf sein Zahnbicht, Brot, alles, das war bei ihm daheim und ich was lebt. Und 3 Tage noch, es hat nie mehr gekommen. Wir haben nie etwas gemacht. Ich hatte all seine Sachen daheim. Okay. Voilà, wir haben so die Leute, die psychologisch, wenn sie noch nicht, sie wollen Sachen, aber sie sind noch nicht bereit, wie an dem Punkt zu kommen. Sie meinen, dass sie sind und sie sind noch nicht. Und voilà. Und das war Du hast aber etwas Gutes da gemacht. Ja, GG. Ja. Also, ich war da mit meiner Ekutaktiv Ja. und voilà. Okay, das heißt, den Farm von der Geschichte, dass brasilianische Mädchen haben Sachen zu verschaffen. Weil am Anfang die 2 hatten irgendeine Pass, Ja, gell?
20%, ja. Die 80%, du hast nicht viel zu erzählen. Wir waren Plake dran, das geschieht. Okay. 80% von der Medischer sind aber, wie man sie kennen. Zählst du die Geschichte noch so auf Stand-up-Comedy-Shows? Ja. Das mit Pedidi wollte ich noch nicht erzählen, aber das ist der Witz, den ich dabei füge für. Okay. Voilà. Ja. Aber das ist mein Stand-up-Comedy-Text, also ich was mein Leben am Anfang. Ja. Das heißt, du am Anfang erfindest du keine Geschichten. Du hältst den Geschichten an, übertreibst ein bisschen an. Ich übertreibe. Ja, fair enough. Nee, ich habe von einem nicht erfunden. Nee. Wo müsste dann die Shows immer? Also immer auf der selben Location oder? Also ich schon den Mikisch Comedy Spot, den rief der Klausen Zulu, weil das war ein Projekt von Dino und von mir. Mit dem Dino hin, da ist verlost, was war das, 3 Jahre. Okay. Und ich schon mal gesagt, auch von hier nicht mehr hier auf der Welt ist, ich meine das aber hier, weil das war ein Staatsprojekt. Cool. Aber eins da ging ich auch als Stadthaus zu dir verdenken, Casino 2000, mit dem Scheiern NRW, ich meine, wir gehen am Flying Dutchman und so weiter. Okay. Ja. Geil. Also lebt gut, ja. Hoi am Land immer mehr, ja. Immer mehr. Remuneration, also auch immer mehr interessant. Die Leute verstehen, dass wir aber ganz viel Zeit beim Schreiben, weil am Anfang die Leute sagen, so viel für 20 Euro, wir sie vergessen, ganz Arbeit steht da hinten ausgehen. Und lo verstehen sie, lo bezahlen sie schon raisonabel. Okay. Nicht wie Frankreich etc., aber das ist schon okay. Okay. Wo ist in Europa die Stand-up-Comedy 10 am besten oder am etabliertsten? Also Frankreich? Es gibt so in Deutschland, Frankreich. Ja. Deutschland, Frankreich, für mich das sind, an England. England, absolut. Wie bist du dann nach Brasilien dazu gekommen? Also wie kriegst du die Idee, um uns fänken? Am Anfang, ich war ganz am Anfang war ich an Palmestockentinsch am Norden. Okay. Und das ist eine Stadt, so hat 33 Jahre. Der ist ganz jung. Und du war ein ganz famös Stand-up-Comedian von Brasilien. Und hier wollte eine Person, die ich Premiere möchte. Und ich habe dann ein Video geschickt von mir, weil Portugiesisch von Brasilien und Portugiesisch von Portugal, wir haben dieselbe Wörter, mit die etwas nicht wollen so. Zum Beispiel Repariga heißt ein Püt an Brasilianisch und ein Mädchen auf Portugiesisch. Und wir wissen das nicht mit Portugiesen. Ich war da als Educateur am Stage und ich schaue, okay, Jungen, die geht nur links, les putes, vous allez à droite. Für mich, Mädchen, die geht noch jetzt. Und du hast einen erzählt, Püt aus dein Mom. Und ich einfach hin, ja, meine Mama ist ein Mädchen. Absolut. Geil. Und wir haben so viel Wörter, die etwas kommt, dass das dasselbe Wort mit einer anderen Bedeutung. Ich habe schon ein Video so geschickt und habe gesagt, ich will dich. Ich hatte gut keine Erfahrung, gut nichts. Ich hatte auch keine Chronologie am Text, war wirklich, es war mein erster Gehör. Ich habe das erzählt und ich hatte noch nie so ein Gefühl. Es war einfach der Glanz. Und plus, es war für uns 750 Leute, es war wirklich eine große Bühne. Echt geil. Wie lange war das? Also, es war 10 Minuten. Aber 10 Minuten ja, noch schon lang. Ja, aber ich schon am Anfang, es war wie Lohai. Ich schon Martine geschwatzt, wie heute mit dir. Und das wird explodiert. Und da war auch eine Person, die das gesagt hat. Und mein Team, hier war hier nur mein Manager während der Jahre. Und so habe ich beim Stand-up gefangen. Okay, geil. Das war so. Okay. Ja, cool. Aber du hast ja nicht mit den Menschen. Nein. Nee, hier en plus, ich wusste gar nicht von Entrepreneuriat. Ja. Hier hat 50% immer geholt, ich 50%. Das war zu viel. Ja. Ich hatte nur ein Jahr Kontrakt und dann habe ich alles allein gemacht. Ja. Ich war hier noch in Sao Paulo und kein Manager mehr. Ja, fair. So, du musst du mir etwas erklären. Und zwar steht an deiner Insta-Biografie oder Caption, wie man das nennt, Blog by Prime Minister. Für was warst du Blog by Prime Minister? Oder wie Prime Minister überhaupt? Okay. Xavier oder Luc? Let's go. Du hast noch nie darüber geschwärzt. Doch, ein Kerl, der Podcast war so klein, nur 200 Leute von das hören, oder vielleicht nicht. Mit Tagen Xavier, oder? Ja, wen hast du? Das ist Xavier, ne? Xavier, ja. Mit Geschichte, also so. An der Zeit von Covid, den Xavier hatte Apps gesucht. Und 2 Wochen danach
il s'est contredit complètement. Okay. Und ich hat die Video do geschnitten. Und das Video hat 100.000 Views gehabt, mehr wie 100.000. Es hat wirklich viralisiert, weil wir gesehen wirklich, so wie den App sieht, 2 Wochen danach. Voilà. Ja. Was man verstehen noch, bon, aber das ist so politisch, wir gehen nur nicht daran. Das war Thema über Corona. Ja. Corona, Okay. ja. Und die Leute haben mir immer geschrieben, ey Mikkel, pass auf, das Video hat ganz viele Views, du kriegst Probleme, du wirst Probleme am Ministerium und am Staat, politische Probleme und so weiter. Und ich war, okay. Und ich habe schon gesagt, wisst ihr was? Ich meine, ein Coup de Marketing. Nachdem das Video viralisiert wird, habe ich geschrieben, blocked by Prime Minister of Luxemburg. Und dann noch mein Profil war gedeelt. Ja. Noch Tausende hier am Land. Ich habe nie von ihm geblockt. Wirklich? Also, das ist du geblockt. Es war ein Coup de Marketing. No. Und die Leute haben gesagt, ich hatte gesagt. Und ich gesehen, nehmen Followers. Bling, Geil. bling, 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 Geil, bling, Respekt. Okay, gut. Nicht schlecht. Krass. Und voilà. Das ist die Geschichte von Xavier Bettel. Das ist wirklich gut, weil ich noch also das Ja, läuft ja. direkt hängen. Ich Ja. war direkt so, okay, darüber will ich schwätzen. Das ist direkt so. Coup de Marketing. Schach. Gut. Meinst du, ihr weißt, dass du das siehst? Ich meine nicht. Aber mein Traum, ehrlich, es wäre der Xavier Bettel ein Kerze interviewen an meinem Podcast Geil. und zu schreiben Unblocked bei Xavier Bettel. Das wäre der Glanz. Das wäre geil. Aber plus, Geil. kein Magic Szenario. Also, Ja, wenn das machen wir. Wenn das cool. Ja. Wenn das open. Ja. Mir hast du das Video kommentiert oder hast du einfach just sein Dinge gepostet? Oder hast du selbst Witches dabei gesucht? Nee, schon ein Video am Anfang Okay. Edit de Montage gemacht. Okay. Und voilà, schon an meinem sozialen Netzwerk drauf gesagt, auf dem Hype profitiert am Anfang von all die Feedbacks da. Ja. Über gut. Über gut. Du musst all den Sachen allein? Oder hast du noch eine Person, die für dich schafft? Oder? Ich meine, alles allein, mehr mein Bruder hilft ganz viel. Wenn ich zum Beispiel Street-Interviews mache, mein Bruder als mein Kameramann, viele Techniken für Podcasts, mein Bruder möchte die Event Organisation, also meine Stand-up-Comedy-Organisation, mein Bruder möchte, Okay. hier möchte ganz viel, Okay. ganz viel. Puh. Mir ist den man nicht gesehen, hier ist immer Ja, ja. den Background am Anfang. Ja. Ja. Schick der nächste Manager. Das wäre, ja, ja. Wann ihn dann hin. Das wirklich eine Vertrauenspersönlich gibt, wann dann hin, ja. Ja, geil, am Anfang Manager muss ich so eine Vertrauensperson, wie du siehst. Ja. Das, ja. Nach einer anderen Sache, und die ich will durchschwätzen, schon so witzig schon, du hast das geschrieben, wo wir auf Insta geschrieben hatten, muss ich ein bisschen mehr formal sein oder kann ich euch sein, weil ich bin ein bisschen mehr cringe. Ja. Ich finde das so süß von. So stellt von durchschwätzen im Podcast. Also, first of all, los, ich weiß nicht, ob du authentisch bist oder nicht, weil du bist nicht cringe, en tout cas. Okay. Mit die das gerne auch cringe sind. Okay. Was soll ich? Für was ist denn Ja. das Hast du das gesucht für Leute dabei? Am Anfang, ich sinne so, an meinen Videos sinne ich auch so, und ich kriege immer gesagt, Iva cringe, deine Art der Weise, Iva cringe, weißt du Boss, weißt du Grins, weißt du Lars, etc. Ja. Und dann habe ich, da das einfach in meinem Kopf kommen, aber bon, ich weiß auch, TikTok, dass sie ganz viele Junker, die das schreiben und so weiter. Mit war mehr auch noch, meine Geschichten sind nicht die formellsten Geschichten. Dafür habe ich gefragt, kann ich von allem schwätzen, kann ich schwätzen, wie ich normalerweise schwätzen. Und voilà, Also, was du noch mehr explizit Anekdoten hörst, dass du dir auch noch ja, kennst. okay, so. Nee, das ja. Weil ja, ich finde das der Clay von wissen muss formal sein oder der will ich sein, der ich cringe sein. Weil, wie gesagt, ich hatte ein paar Episoden, weil ich hatte ein paar Episoden gesehen und dann hatte ich Ja. geschrieben. Und schon die Leute von, die sind aber ganz formell, sie schätzen gut, Ja. etc. Und ich bin ein bisschen mehr Street, komm ich so Street. War mir du hast auch die mir formal geguckt, ne? Ja. Also, ja, vielleicht. Schein Ja, krass ja. vom Gage doof. Und ich Ja. gehe schon da so von unserem Format auch den Plus, also das ist so cool in unserem Format, dass wir können mit differenten Schwarz wissen. Wir können mit dir oder keine Ahnung, mit Tussi am Böge oder mit Bazooka Bruce oder whoever so easy schwätzen, aber gleichzeitig auch da weißt du, so mit einem Kardinal oder einem Premierminister oder was auch immer. Ja. So, das ist am Anfang da. Also jeder soll kommen auf den Podcast einfach wie hier aus. Das ist gut. Und wir schwätzen dann authentisch mit der Person. Das ist super gut. Das heißt, wenn ich so
Ja, das ist okay. Das ist absolut. Okay. Da möchte Philipp dann los. Das ist immer hart, klar, Mikro. Einfach so, fuck. Sind die nicht mehr laut, das ist so. Wen hast du cringe gar? Nee, geil, aber. Zurückkommen nach ganz kurz auf Schönplatz auf der Welt. Ja. Du hast viel rundherum gereist. Wenn du gehst roden, den weit Vakanz will einfach machen, wo soll die Person hingehen? Weit Außerhalb Europa, von Europa. oder außerhalb? Ja, Okay. also wirklich. Außerhalb gibt es wirklich so nach Brasilien. Brasilien? Ja. Okay. Me, Wenn sie fragen. wenn ihr sagt, nee, lo, ich schätze nicht wirklich von Amazonien und so weiter. Och. Oder wenn die Person sich wirklich immer und leisten kann, Australien, weil das ist eine unique Erfahrung. Okay. Oder New Zealand, Indonesien, das ist alles die andere Seite von der Welt. Ich fand das immens schön. Ja. Und hier in Europa kann ich auch ein ganz großes Depaysement haben. Und das ist ein kleines Land, das heißt Andorra, zwischen Spanien und Frankreich. 11 Stunden mit dem Auto. Und da wurde ein großes Depaysement. Ja. 4 Tage. Das ist genial. Okay. Ja, Andorra war schon noch nie. Ich war Pummel da. Ja. Weißt du? Karate. Ja, weil ich mag Karate und da gehen immer Spieler von den kleinen Ländern. Und die sind halt so in Andorra gewesen. Und, wie hast du gefunden? Chill. Also schon nicht so viel. Wir waren an der Haupt. Nee, wir waren an der Hauptstadt. So. Schon nicht so rundherum gesehen. Okay. Mit Stadt ist aber chill. Also das war ein Straße da oben. Ja, Andorra wäre als du. Für mich ist der letzte Punkt, den wir visitieren müssen. Weil Okay. da sind Miradoren, die sind ganz schön. Das ist Miradore. Es sind so ganz große Berge. Und sie haben zum Beispiel einen Satellit. Und du kannst auf den Satellit gehen und ganz Andorra gesehen und so weiter. Okay. Das ist wirklich schön. Also, Ja. Wie ein Spruch lassen sie durch Spanisch. Spanisch. Ja. Okay. Und wir sind ja zu Lützburg, Zigaretten, Alkohol ist noch mehr billig wie Lützburg. Und Benzin ist auch mehr billig Ja? wie Lützburg, ja. Ah, okay. Da sind durch Steuern auch besser. Das weiß ich nicht. Das sind Alex von. Ah, das Hier ist wohnt ihr Andorra. da. Das war. Ja. Ja, da bestimmt. Du das hier vielleicht. Sein Grund war, wenn es ein Bier da an. Das ist ein Velofahren noch. Ja. An Brasilien, wo du? Genau. Brasilien gibt es schon ganz viel der Süden. Santa Catarina, Curitiba, aber auch Amazonien, auch Nordest, das heißt Praia de Pipa, ich weiß noch nicht, Natal und so weiter. Das sind wirklich Städte, die man nicht direkt kennen, aber die ganz schön sind. Mehr aus Brasilien gefährlich. Ja, Okay. ja. Geht da hin. Wir können nicht dasselbe machen wie den Dylan Thierry bei Koh-Lanta, wohin mit dem Mocassin geht, Louis Vuitton etc. Das geht nicht. Okay. Das Das geht ist der nicht. Schmuck aus, es dauert keine Auer für rauszugehen. Alles. Auch wenn der Karneval geht, den Handy bleibt daheim. Ah, ja. Und ihr seht euch, wenn die euch verleiert, dann 3 Jahre Neues, seht ihr euch am Appartement. Okay, okay. Das ist wirklich, das ist gefährlich. Ja. Also, ja, wenn nichts geschieht. Nee, weil ich war direkt schon ja da gelebt. Wenn du von der Kommunität bist, dann ist es okay. Ah, Zum Beispiel das, Tourist, ja. das ist mit Touristen. Ja. Weil ich Mal schon ja, Fotoapparat. ah ja, das, oh Mann. Alltag gehen da Tausender so geklaut. Aber ich war schon ja da gelebt in São Paulo und ich habe mein Portemonnaie geklaut. No, allez, 24 Stunden hatte ich das Portemonnaie zurück. Ah, ja. Weil die Leute haben gesehen, sie haben gesagt, hier hast du von euch, sie haben einfach geschaut, hier hast du von euch, hier wurde ein brasilianischer Gehalt und so weiter, und die das zurück kommen. Krass. Ja, weil ich von der Kommunität war. Okay. Ja, okay. Okay. Man, da musst du sagen, du kannst hin und dann. Ja, nee, okay, dann. Du wissen sie, dass ich mit Euro unterwegs bin. Und wenn du gibst all die verschiedenen Nationalitäten und also vergleichen mit Lützeburg, was findest du Lützeburg extra cool, aber auch vielleicht extra Männer cool? Hier am Land? Von der Von den Mentalität, von den Leuten. Ah, Ja. von den Leuten. Mittlerweile, Lützeburg wird sich so krass geändert, stimmt. die 20, wenn wir 20 Jahre Ja, zurückgehen. das stimmt. Ich war um plus 10 Jahre fort. Ich bin zurückgekommen, wir hatten nicht Tram. Ja. Transporte waren gratis. Ich hatte eine Jumbos-Karte an der Zeit, die ich 50 Euro bezahlt habe. Ja. War gratis. Wir hatten nur ein Ding, ein Pfaffendal. Ja, funikulär.
so viel neue Gebäude, die hier am Land gehen. Und mit das, was wird das brüht, das wird mehr Leute brüht. Und all die Leute, wir waren an der Zeit 420.000, los sind wir 670.000. Das heißt, wir sind so open-minded wie andere Leute in Europa. Wenn du mal die Frodo 24 Jahre gestellt hast, da gibt es so eine Mentalität. Ich fand wirklich, dass wir sind eine Metropole. Das ist so. Ein Klang mehr. Ja. Wir sind mega international für so klein zu sein. Das fand ich geil. Ja. Und den Viertel, den du mal können, dass wir so international sind, dass man nach Französisch und mehr Englisch geschwätzt wird. Das war. Wir haben noch ein Nodel, dass die Gar, wenn ihr so wie heute Stars Kriminalität aus dem Blut gegangen, Drogen und so weiter. Wir sind so open-minded. Weißt du, wir können Cannabis zum Beispiel pflanzen, das ist so eine Sache. Wenn Franzosen streiken, wir sagen, okay, wir machen 100 € mehr an der Mindestlohn, für dass sie nach mehr Rose bleiben. Weißt du, das sind cool Sachen, was wir hier machen am Land. Und ich fand wirklich nicht viel. Wir sind eine Metropole. Ja, geil. Wo ist du denn, ob es geil letztes oder nicht? Boah, ich fühle mich ziemlich wohl heute. Also, ziemlich sicher. Ja. Wir sind effektiv auch immer mehr Homeless People, muss ich sagen. Wo zum Beispiel bei mir auf der Arbeit, mittlerweile, weil ich arbeite im Howald, ich mittlerweile schreibe wirklich so Lunch, so Homeless People die ganze Zeit für auf der Arbeit zu kommen. War das okay, also das machen wir nicht mehr. Das wird mal verlegt, weißt du, das ist mehr so den, weil ich fand nicht so am Wand da. Security Standpoint mit mehr von einem so, fuck. Das ist so. Mit das den Nodel den bringt, dass wir mehr Einwohner sind, wir sind mehr Kapitalisten und so weiter. Und das ist der Nodel. Aber ich muss sagen, viele homeless Leute kennen die Assoziationen nicht. Das ist auch ein großes Problem, das wir hier am Land tun. Wir haben ganz viel, mit Leute kennen nicht. Und Streetworkers schmengen, sie machen da mehr. Das ist schwer, so viele Nummern Leute zu kontrollieren. Und das ist das größte Problem. Ja, true. Sollen wir zur Gelle-Froh kommen? Ja. Weißt du, was Gelle-Froh ist? Ja, geil. Schon die Episode gesehen, mit das sieht man nicht. Gelle-Froh ist die froh, die du den Leuten stellst, wo sie etwas gewonnen können. Okay. Schon Tickets, nicht drei, sie sind da an meiner... Das ist krass, sicher. Ja, wo fandest du sie? An meiner Jackett. Oder geht du sicher einfach, ne? Ja. Ich bringe Jackett mit. Okay. Aber, Gelle-Froh, also, was kann ich gewonnen? Dauert. Es sind 2 Tickets für den nächsten Stand-Up-Comedy und das auf Lützeburg. Nice. Voilà. Ja, nice. Ja, geil. Wo war es? Ich weiß noch nicht, ich organisiere den, das am März, das sicher. Das ist nicht... Ist das nicht den Jackett? Als das den Jackett, die du nicht. Wenn ich lief, schneid das nicht. Das ist so geil. Schneid das nicht, wenn ich lief, löse es einfach so. Ja. Das ist genial. Geil. Hey, wie viel Jackett willst du von? Die Jungen und grob. Du hast den Jackett vergessen. Geil. Pardon, das ist genial. Welchen Ding noch? Ich weiß nicht, das ist ein Tom sehen. Ja, bitte. Oh mein Gott. Okay. Du siehst sie. Also, voilà, noch ein Kehr. 2 Tickets für eine Stand-Up-Comedy, das auf Lützeburg und voilà, das ist Gelle-Froh. Ja, genau. Also, das ist, weil ich gewonnen. Und wie können sie gewonnen, war das Ding froh im Publikum? Okay, das ist eine Gelle-Kado. Und Gelle-Froh, let's go. Ihr müsst wissen, wie viele Episoden wird Gelle-Froh und wie viel Mal gouf den Bazooka Bruce interviewt bei der Gelle-Froh. Okay, easy. Ich kann ihn dann fort. Gut. Okay, easy. Wenn sie nicht wonnen, da weiß ich nicht. Ehrlich gesagt. Wo hast du schon gesagt, wenn ihr die Show hast? Das ist im März. Ah, okay. Ja. Schon noch kein konkreten Datum, mehr. Okay. Wir bleiben in Kontakt. Ja. Gib mir auch. Auf Fleisch kommen wir auch, ja. Das wäre cool. Ja. Also, viel ist Gelle-Froh für CTX. Wir gewonnen. Der Vorreiter holen wir uns auf Fake Accounts. Und du hast, also mir noch immer eine Rubrik, wo also letzte Gage als im nächsten Gage unbekannterweise ein Froh stellt.
Und als letzte Gast war Marie, Nee, Laurent. war der Laurent. Ja. Ah ja, war der Laurent, den holen wir nur recht auf, der wird als erstes gepostet bei ihr. Und den hat dir eine Frage gestellt. Okay. Ich bin froh. Wenn du einer Person merci kennst, so für etwas, wo sie nicht weißt, dass es da geholfen wird, wie wäre es, auf für was gingst du dich bedanken? Okay. Wow. Wait. Das ist wirklich schwer. Ja. Oh, Laurent. All Respekt, Mann. Eine Person, die nicht weiß... ist schon eine Person. Ist schon eine Person und weiß nicht, wie... an welchem Punkt hat mir geholfen wird. Die Frau war sie. Ja. Das sind Fragen, die mir pur Sachen beibringen tun. Nee. Nee, es war von meinem Bruder und ich weiß nicht für was. Mein Bruder ist mehr jung wie ich, 3 Jahre. Und in Australien hatte ich nicht viel Suchen und ich wollte aber die Erfahrung bis dann machen. Und hier nicht mal Suchen überwiesen, sodass ich dann meine Erfahrung konnte machen und dann noch zurückkommen. Und hier hat mir meine Studien bezahlt, das letzte Jahr von meinem Bachelor. Okay. Und für ihn war einfach okay, ich hatte ja ein letztes Gehalt, ich gehe ihm 500 Euro etc. Aber hier hat mir der kleine Bruder mit Studien vom großen Bruder bezahlt. Jener ist wirklich schon noch niemand Team von das geschaut, mit für ihn, weil er das selbstständig. Aber für mich, es war ein Bachelor. Und wann da soll ich ihm wirklich merci. Geil. Voilà. Cool. Ja, gut. Hallo, gehst du da zurück? An dem sehen sich der Film. In dem 50% von Und da kannst du auch als im nächsten Gast eine Frage stellen. Irgendeine Frage, was dich interessiert. Also egal, philosophisch, persönlich, random, okay. Kann alles sein. Meine Frage ist, was kann in Jugend weitergehen, für dass sie sich developieren an einem gesundlichen Weg für die Zukunft. Okay. Tout en sachant, dass sie digital native sind. Was gibst du so an? Lucia, ob deine erste Frage Das ist schön, ja. Hey, wer das froh genau da? Also, ich will ein Beispiel. Also, so, wir haben digital, die Jugend von heute sind alle digital natives. Ja. Sie sind ganz NRW auf den sozialen Netzwerken. Ja. Wir hatten zum Beispiel Big Brother, bei ihnen der Big Brother aus den Hate Speech, alles was auf TikTok lebt und so weiter. Ja. Was können wir ihnen auf den Weg gehen, für zu sagen, das ist der richtige Weg für eine gesundliche Manier, sich zu developieren und nicht verloren zu sein an der Digital Native Welt. Hat er verstanden? Ja, sicher. Ich will nicht, was ich gewonnen. Was gibst du Antwort? Ich weiß nicht, weil das ist schwer. Wir können ihnen nicht so ein Hallo am Handy zu sehen, weil das geht da heran. Und ich verstehe noch, sie sind Digital Native. Ich weiß nicht, was ich gibt anfangen. Das ist wirklich schwer. Soll ich eine andere Frage machen? Nee, das ist gut. Ich überlege, was ich geantwortet. Mehr am Anfang misst du die Antwort was. Ja, war nicht dann. Du kannst Psychopädagog sein, du kannst Medienpädagog sein. Das ist wirklich ein schwer. Das ist sauer. Mit das ist etwas, wo in sich einfach zum Mann damit beschäftigt. So, dass wir an der Schule so geschwärzt gehen, nicht mehr so fach sind, wenn es um das geht. Sag es, bis secure möchtet, aber ich fand das so wenig, 2 Stunden pro Jahr, voilà, pro Klasse. Ja. Das ist wirklich wenig. Ich weiß nicht, ich meine, wir haben ein neues Fach, den Digital Science heißt. Ich weiß nicht, was sie da machen. Okay. Wir hoffen, dass sie das da beschwätzen an dem Moment. Das ist der beste Moment, für das zu beschwätzen. Ja, true. Aber voilà, ich weiß nicht, was ich anfangen. So, muss ich wirklich das philosophisch. Ich meine, das ist einfach nicht so seriös, weil so das alles. Alles fake. Ja. So. Ja, bist du genug? Nee, ja, bei mir ist mehr den einfach so die Zeit, die verloren geht. Weißt du, so, für mich selber, ich weiß, dass es immer schlecht für meine mentale Gesundheit und alles ist, die ganze Zeit auf Social Media zu sehen. Ja. Und aber ich sehe so viel einfach so im Scrollen. Und ich kriege das einfach so eine Sucht, weißt du, so. Ja. Ich will mir all Tag für, okay, heute gehst du nicht auf Insta oder heute bist du so
Und aber sitzen schon immer da und ich merke, wie ich scrolle und sie so, Pita, Ja. so am Hooked. En plus haie mat eisem Wider das auch normal, dass mir dat méi konsumieren Ja. wie Länder wo et méi warmers, weil Was du baust. du gin noch voilà, du passt dubausen, du gin an Aktivitäten. Fi Eis wie schwéier. Ja. An mir waren noch so mir hat Tëlle war eisen Scrollen am Fong. Ja. Ja. Mir hatten eng Fernbedingung, Ja. dat du nimmer steht. Mir das voilà, mir hatten awer Manner Fake News, Manner wie se denn dat? Ja. Blöd Emissionen kann ich dazu sein, keine Ahnung. Ja. Ja. Aber voilà, das Ja. ist froh. Dafür mal Courage. Dafür mal mehr gescheite Content, weißt du? Ja. Kann ich auch? Okay, gut. Die Künste. Nee, ich liebe das. Geil. Haben wir irgendwas vergessen? Nein, ich meine nicht. Will irgendwas, was du noch willst, so losgehen, irgendwas, was Das sind man, die Ziele. Was willst du noch machen? ja, was Willst also du noch so? Audience willst mitgehen? Ma lo mein größten Ziel als ich gehen mehr an Dubai schaffen. Schon 6 psychopädagogische Formationen auf B gestaltet heute zu Lützburg und ich bringe sie lo zu Dubai. Das ist dann mein nächsten Ziel. Geil. Und weil ich Wie weit hast du Dubai? Also für Schön am besten. Nein. Das ist nicht wenn's fragen. Aber ja, das bezielt ganz gut. Und mit das auch eine Agence, die hat mein Video gesehen und sie wollen an meinem Video nicht mal ganz oft Storytelling, wenn ich Werbung machen. Und lo Dubai wird pur Content Creators von europäischen Ländern selektioniert. Und weil die Leute meinen, dass Dubai eine Hauptstadt ist oder ein Land. Und die Emiraten, sie wollen lo, dass die Leute wissen, dass Dubai keine Hauptstadt ist oder kein Land. Okay. Sie haben 7 Emirate und so weiter. Und sie haben mich dann selektioniert für Content Creation zu machen und schon gesagt, hey, ich bin Psychopädagog, ich habe eine Formation auf B gestaltet, ich gebe gerne bei ihren Schulen auch, Ja. Geil. voilà, das ist dann das nächste Ziel. Du Was hast du mir gesagt, du erzählst nicht die Anekdote von Ja. von Australien. So eine nach Prise Brasilien. kann ich nicht. Ich habe schon ein Video gemacht, ich hatte Angst. Ich war einmal in Dubai für meine Carte de Séjour zu machen mit meiner Mom. Und der Titel war 23 Days ohne Sex an Dubai. An Dubai, weißt du, was das zu schwätzen ist ein bisschen delikat. Ja. Und dann plötzlich schon meine Mom gefragt, ja Mom, was kann ich machen, dass du 23 Days, wo ich sexuell inaktiv bin. Was kannst du mich raten, für dass ich endlich etwas kriegen? Und meine Mom hat gesagt, wenn du weiter, wenn du nicht alles und kein Suchen hast, dann kannst du es vergessen. Und das Video wird auch bombardiert. Ich hatte Angst, das so an so einem Land zu sehen, das ist aber delikat. Aber bon, das ist die einzige Sache, wo ich so ein bisschen provoziert bin. Aber der Rest ist mehr Brav. Unique Spots Content. Ja. Voilà. Geil. Und ja, mit auf den Weg zu gehen, ist einfach, das ist für die Junker. Ich habe immer gesagt, dass wir können als, wir können nicht von, wie sieht denn das, poursuivre nos rêves. Den Drehen no-go. Dreamen no gehen. Und heute Stars, ich mache wirklich, was ich gerne habe. Ich bin selbstständig, Content Creator, Stand-up-Comedian. Ich habe ein paar psychopädagogische Formationen, Caster für Events und so weiter. Und ich fand, es ist machbar. Ihr könnt wirklich das machen. Die Schule ist immer wichtig, für das zu packen. Zum Beispiel, du gehst ja Entrepreneur, das heißt, du brauchst eine Mathe für dein Konto zu machen und so weiter. Die Schule gibt da den Bass für das zu packen. Das heißt, croyons vos rêves. Und ich habe immer auch gesagt, ich war ein Technicien, ich wollte an der Uni gehen, du packst das nicht, etc. Die wird immer Leute haben, die ich nennen Casseur, Briseur de Rêve. Und die sind wichtig für seinen Carapace zu, wie sind das, de la construire, voilà, für weiterzugehen. Und das ist wirklich der Message, den ich will und die Juchen bloßen am Anfang. Nice. Alles ist möglich und das machbar. Da sagen wir dafür mal merci. Schon nicht, merci. Hallo, Magnus. Geil. Nice. Die sind genial. Du war so. Geil.
Als Pferdeschlung. Ja. Ja, ist gut. Wir wissen nicht, wenn ihr du fängst, nach wen du fertig hast.